Wir stimmen das Gesetz nicht mit, wir werden uns enthalen und ich will auch kurz erklären, für was. Wir haben hier eine Situation mit der Regelung, die wird Studenten hier angefeiert, als das eine Reihe von Menschen können nach Hause bleiben, um Studium für hier eine Arbeit zu finden. Ein Dilemma, ein moralisches Dilemma, weil wir jahrelang, und ich erinnere mich, dass doch die linke politische Parteien jahrelang argumentiert gegen den Brain Drain. Dass man sollte probieren, zu gucken, dass die Leute, die wir hier in Europa ausbilden, dass die zurückgehen an hier Länder, für diese Länder auf ihrem Weg an eine bessere ökonomische Zukunft zu helfen. Das ist also sich die Idee gewesen, die man nach 400 Jahren, meine ich, alle gut vertreten haben. Wir haben heute aber an Schmenge 4 Redner nicht gesagt, wir haben eine Open Ökonomie, wir brauchen auch Leute von der Bausen, aber wir haben eine Konkurrenzsituation mit anderen Ländern, mit ihrer Ökonomie und mit ihren Universitäten, weil es sich auch um eine europäische Regelung handelt. Dafür könnte man auf der einen Seite nicht die Linie strikt anhalten, die wir bislang vertreten haben, auf der anderen Seite will man aber auch nicht den moralischen Gedanken aus dem verlieren, den uns mit Recht inspiriert wird. Wir müssen gucken, vielleicht für zu differenzieren, dass es Länder gibt, wo es nicht so schlimm ist, wenn die Leute hier bleiben oder gar nicht schlimm ist. Ich will auch kein Beispiel so können sich da leicht irren. Wir wissen alle gut, dass verschiedene Länder, Pays tiers, die nicht an der Europäischen Union sind, halt sozusagen einen Überfluss von Spezialisten auf verschiedene Bereiche haben. Da stellt sich das Problem nicht. Mit der zumals am Kader von unseren Partnern an der Entwicklungshilfe oder andere Gegenden, die wir klassisch den Tiers-Monde nennen, was wir heute aber nicht mehr so machen, da stellt sich das Problem akut. Und ich meine, muss ich einfach gucken, ob ihr nicht ein differenziert Approach kann rausstellen, die Jahre, wo ihr seht, hey, da ist ein Problem an den Ländern, da gehen die und die Spezialisten gebraucht. Wir probieren, die Leute zurückzubringen, aber wir können sie sogar unterstützen auf dem Weg. Wir werden nicht einem Spezialist, wie wieder in der Medizin, wird man ja heute am Land noch nicht genug bieten oder in einem anderen Bereich, eine Hilfe geben, eine Starthilfe für eine Entreprise, für eine Praxis, für eine Etude aus einem Land, dann zu machen, abzurichten, auch das wäre eine Form von praktischer Entwicklungshilfe. Als Zweites noch zur Kenntnis bei der Diskussion zu diesem Gesetz der Chambre des Salariés eine Proposition gemacht hat, die auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Wunsch, Stage besser zu reglementieren, noch darüber können wir schwätzen. Die Argumentation von der Immigration allgemein, die ist auch hier am Kontext von dieser Regierung nicht ganz überzeugend. Hier wird gesagt, wir brauchen eine Immigration, weil wir Leute brauchen aus demografischen Gründen. Das sieht aber dieselbe Regierung aus, die direkt am Anfang von dieser Legislaturperiode gesagt hat, wir machen keine natalistische Politik. Ich meine, wenn in demografischen Gründen wie die Migration invokiert, da können wir auch so, mit der Lust eine Familienpolitik machen, die uns hilft, auch genug Ressourcen, noch genug Kanner heiß zu holen, für das nicht auf die zweitbeste Option, die wir der Immigration muss zurückgreifen. Und noch, das Argument für zu so, wir haben nicht genug qualifiziert Leute, lässt sich auf eine Manier widerlegen, wie nachher einkehr zu betonen, was wir als ADR immer meinen, dass eine gute Schulpolitik, Schule mit Niveau, mit hohem Anspruch, eigentlich dann verziehen auf die Frage, Qualifikation, können wir mehr Matière grise, Hummer hier am Land, das ist eigentlich die einzige Rohmaterial, was wir haben, wir sonst nicht. Also müssen wir uns darüber konzentrieren, dass wir über das ganze Schulsystem auf ein Niveau hier, den es erlaubt, hier nicht müssen zu argumentieren, wir brauchen Spezialisten, also muss man sie über Immigration hier ans Land bringen. Eine letzte Bemerkung, denn Herr Angel hat das ausgefeiert, dass wir ja die europäische Lesung an der Migration haben. Ja, natürlich, als Kleinökonomie, als Open-Ökonomie braucht man sicher eine europäische Komponente in diesem Bereich. Aber ich wäre aber ganz vorsichtig, wie heute läuft zu sagen von der europäischen Migrationspolitik an den letzten Jahren. Das war echt ein Fiasko, wie besänigt. Und wir wollen aber heute auch klar als ADR betonen, dass wir ja so zu einer europäischen Dimension an der Migrationspolitik, wir so ja zum offenen Markt und zu der freien Zirkulation, aber wir behalten als Recht für, wenn sich eine Situation immer mehr degradiert, wenn wir zu einem Fiasko, einer Unübersichtlichkeit kommen, dass wir uns aber auch das Recht behalten, da national anzugreifen, wo es nötig ist.